das interessant heute Rede nutzulöschtern. Ich will vielleicht aufhängen mit den Kommentaren, die von der Menge Notbeschpartei der CSV brucht gesehen an dieser Diskussion. Ich bin auch ein Oppositionspolitiker. Ich muss aber sagen, dass ich Probleme habe mit der Argumentation, die CSV hier bringt. Das eigentlich nicht nur zu vollziehen, dass ein CSV, die hier sieht, dass eine kleine Reform, eine Mikroreform, nämlich ganz kleine Beanstandungen eigentlich vorbringt. Sie stellt die Gesetzesprojekte der Regierung nicht grundsätzlich auch froh. Sie möchte so klein, wenn das eine Mikroreform ist, dann möchte CSV so infinitesimal Veränderungen proposiert. Und dann ist sie eigentlich nicht d'accord. Es ist auch für mich erstaunlich zu merken, dass CSV will so englisch promovieren, noch an einer Motion, als das halt proposiert, ohne zu sagen, ob ZTM, was proposiert, Englisch soll fakultativ oder obligatorisch angefeiert gehen. Das aber wichtig in steht, das steht nicht dran. Aber für allem wundert mich, dass CSV nicht den Unterschied mischt zwischen Sprachen, die hier am Land benutzt gehen, und Sprachen, die ein offizielles Statut tun. Deutsch und Französisch ein offizielles Statut. Aber das sind Amtssprachen, die will zu bringen. Aber dann, ich meine, an der Diskussion muss in dem aber an einem Parlament Rechnung drohen, dass sie grundsätzlich Unterschiede CSV aus hier an einer Nostalgie nach von der Regierung verdrohen, von den Delvo-Reformen an Zeiten haben sich aber geändert. Wenn noch CSV hier sieht, den Schüler, der müsste mich schwach holen, da fragt sich aber wirklich, ist das überhaupt umsetzbar an der komplizierter, an den Herausforderungen, die Schule sowieso schon kriegen, wenn sie hier Sektionen müssen mehr flexibel machen. Das für uns nicht nur zu vollziehen. Wir sind auch nicht d'accord mit diesem Gesetz, aber ich meine, dass wir viel, viel besser Ursachen haben. Und das übrigens, lo kommen ich aber und als Gambia-Parteien, wenn ich höre, dass das Gesetz justifiziert wird von der Seite der Regierungsparteien, man so setzt, weil wir brauchen das Gesetz, weil die Gesellschaft sich geändert oder weil die Gesellschaft sich ändert, dann ist das natürlich eine Banalität. Es könnte gerade so gut so wie der Trudeau kann, der will man im Jahr 2017 sehen. Das ist allein nicht durch. Wir müssen gucken, was hier genau proposiert wird und das bewertet. Das sind gute Punkte an diesem Gesetz. Ich will dazu sind eine Reihe Punkte, die uns auch gut gefallen. Zum Beispiel mehr Inklusion. Also ein Gutssache für die Jung und Kinder mit spezifischen Besoinen. Auch, und das darf ich noch nicht vergessen, wie die Surdoué, das ja auch extra nimmt, gehen am Gesetz. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Es ist auch gut, dass Schulen mehr Autonomie kriegen, ein eigenes Profil. Das ist sicher gut, aber das ist nicht bis zu Ende gedurcht. Weil wir sehen ein Profil, was ihr heute gewünscht habt, mehr Autonomie, die sieht auch Konkurrenz zwischen den Schulen. Es wird immer so gemerkt, als hätte das ein mit dem anderen nichts zu tun, als wäre das nicht eine logische Konsequenz von dem anderen. Doch, wir sehen ein Profil, das feiert zu einer gewisser Konkurrenz, aber das ist nicht bis zu Ende gedurcht. Eine Konkurrenz zwischen den Schulen, die man notwendigerweise am moyen Term kriegen, das ging auch heißen, dass Schulen mehr großes Matspruchrecht tun, was die Schüler angeht, die sollen dahin kommen. Es bedingt eine Reihe von Enkadrementsmaßnahmen wie soziale Ungerechtigkeiten oder regional Ungleichgewicht zu verhindern. Es ist mir genau bewegt, den wir prinzipiell begrüßen als ADR. Mit den Hai nicht bis zu Ende durchgehen als mit all seinen Konsequenzen. Autonomie von den Schulen, so mir deutlich ja. Konkurrenz sogar auch ja. Aber es bedingt Begleitungsmaßnahmen, für das können effektiv zu steuern. Wir haben hier eine Reihe von Reflexionen, die man noch feiern muss, über die Ausrichtung der Schule. Das gesagt gehen, dass so das Slogan von der Regierung, unterschiedliche Schüler, unterschiedliche Schulen. Mir wird die Regierung ein Gedanke, den an dem ganzen Gesetz nicht vorkommt. Das ist eigentlich der Gedanke von der Integration. Das ist den Eindruck, wie wir in Daxun an Texten von der Regierung und an der Schule, dass das eigentlich ein Domain ist, den an den Vergiss geraten ist. Ein Ausspruch, den Schulen nicht mehr sich stellen. Es wird gesagt, jeder kriegt seine Schule, aber den Integrationswillen für jeder können an eine Lützeburgische Gesellschaft, wie das so zu erstreichen, können sie integrieren, das fehlt. Wir haben eine heterogene Schulpopulation, das sieht über jeder. Wir werden als Konsequenz davon, dass wir immer mehr international Filieren an unserer öffentlichen Schule haben. Für das Konsequenz davon, dass wir auch immer mehr international Schulen zu Lützeburg haben. Aber das führt ja dazu, dass die eine Reihe, auf jeden Fall, von Schülern, die nicht mit dem traditionellen lützeburgischen Modell der Dreisprachigkeit, wie wir sie kennen und so weiter, d'accord sind oder etwas für sich, etwas ernst wünschen, an die mundisch einer Angebote rüberwechseln, die es immer mehr gibt. Das heißt, du sich aus dem Umkehrschluss davon, dass die Lützeburgische Schule oder mehr tendenziell homogen gibt, über Zeit
Zeit, weil ja so viel anderer den Weg verlassen. Und als das nicht der Fall, guckt die Regierung das tun. Und dann haben wir mit an einem Eisen traditionelle Schultype Fleisch, die war Zeit auch immer mit mehr homogener Schulpopulation zu dienen. Das ist ein soziologisch Froh, die man muss noch mehr behalten. Das zweite ist die Ausrichtung in der Schule. Es ist gesot gehen, dat de Schüler soll oppassen, dat as schon net falsch, aber auch dat geht net durch. Als Land, als Politik haben wir auch ein grundsätzlich Aufgabe an die für zu gucken, Schule als Agent an unserer Gesellschaft, wie kann die sich abfügen, was kann sie beidrohen, für das Land als eine eigene Zukunft zu projizieren, als Staat, als Gesellschaft, als Land. Nicht nur auf die Schüler bezogen, aber auch an unserer staatlicher Form. Was können wir mehr für als Gesellschaft, als letzte Geschichte, als Gesellschaft an Zukunft zu projizieren? Auch da hat Schule einen Auftrag, und auch die geht an diesem Gesetz nicht annimmt. Und das ist aber legitim, weil alle Land stellt sich froh, an die öffentliche Schule hat den Auftrag, auch die Gesellschaft an ihre Zukunft zu projizieren. Dazu gehört es auch, dass man die traditionelle Dreisprachigkeit vom Land beibehalten. Es ist ein Defizit von diesem Gesetz und eben in den Grund, wir werden mir nicht stimmen, dass das den Ursprung, der für eine Pojo erfunden ist, an dem wir begrüßt haben, nämlich eine Lützeburgische Sektion, an Lycée anzuführen, dass den nicht erfüllt ist. Das ist ein Ursprung, den eine Ambition hat, den auch den Wert von der Lützeburger Spruch in der Strache hat, also nicht erfüllt. Eine Regierung, die nach für kurzem ein 40-Punkte-Programm präsentieren über den Wert von der Lützeburger Spruch, hat hier wirklich eine große Chance verpasst. Wir können hier Glaubwürdigkeit an dem Beweis zu untermauern. Das hat sie nicht gemerkt, als jede Seite, wie eine Konklusionen sich imposieren. Auch sind da Nodeler, die einen relativ leichtfrankischen Umgang mit den Sprachen und den Schulen aber festzustellen. Wenn du möchtest, gibt eine Technik oder der General an einer Filiale praktisch ganz auf Französisch zu machen, stellt sich eben vor von der Integration an der Mehrsprachigkeit. Und auch von den seht, wir können Mathematik zum Teil auf Deutsch machen, da muss ich warnen für einen Fehlschuss. Mathematik auf Deutsch ist nicht unbedingt mehr einfach wie Mathematik auf Französisch. Das ist ein Fehlschluss, wie das so unzählen zu muss, wenn der später Sprache muss geändert gehen. Alles das sind Fallen oder Probleme, die eventuell können auftauchen. Ein anderer Grund, für was da ging, das Gesetz ist, dass das Nivellement vers le bas nicht gestoppt wird. Und das ist aber wichtig, dass wir eine Schule mit Qualität und mit Leistungsanspruch haben, auch weil das Land nicht allein durchsteht, mehr in der Konkurrenz steht. Mit dem Ausland, mit der Großregion. Und es wäre wichtig, wie du Gesten zu setzen. Die Diskussion über das Premiersexamen ist symptomatisch. Ich will Delo nicht feiern, aber ich habe gesagt, das ist gut, wir gehen auf 6 Fächer hoch, so als wäre das ein Naturgesetz, so als müssen wir das nicht erfreuen oder nicht könnten auch nicht überlegen. Mir wäre am Kader von einem nächsten Branding nicht auch möglich gewesen, alternativ zu so ein Premiersexamen hat einfach mehr Niveau wie den anderen. Den zu valorisieren, und um unsere Schüler, die am Ausland wollen, auf eine Universität gehen, ein Plus zu gehen. DW als nicht gewählt gehen, das direkt gesagt gehen, wir passen uns da nun, wir setzen den Niveau hoch, so als wäre das ein Naturgesetz. Ich meine nicht, dass das ein Automatismus muss sein. Promotionskriterien sind relativ niedrig, für Blässen Lakune soll geguckt gehen, Platz Talente, aber wir werden nicht Fehler verbessern. Wir sehen am Staatsexamen und auf vielen anderen Plätzen am privaten Sektor, wie groß die Unzufriedenheit ist am Niveau von den Schulen, durch Kompensationsmöglichkeiten, durch Absplickung an Domain der Kompetenz, die auch hier am Gesetz vorgesehen sind. Grammaire wird nicht annimmt. Wenn eine Sprache hier in dem Gesetz geschwert wird, da wird geschwert, wo Spruch an Literatur, zu gut, wo Komparatistik, aber dass das auf der Basis von einer solider grammatikalischer Beherrschung in der Spruch soll sein, auch das wird nicht mehr annimmt. Wir haben uns also vorgestellt, ob es nicht noch zu einer größeren Flucht von Kindern an Privatschule kommt. Und das ist eine grosse soziale Ungerechtigkeit. Und muss in der LSAP das immer für uns anhalten, das zieht aus mit ihrer Schulpolitik, die sich eine soziale Ungerechtigkeit herstellt. Weil die größte soziale Gerechtigkeit besteht auch daran, dass unabhängig von dem sozialen Milieu, wo ihr hier könnt, dass ihr eine gratis öffentliche Schule hat, die einem zu einer höheren Qualifikation verhilft. Und das ist hier nicht mehr der Fall. Es ist eine Darfeierung von einer sozialen Ungerechtigkeit der Strafsätze vom Niveau von der öffentlichen Schule. Es ist für uns sind noch andere Sachen dran.
Ich will gesehen, dass ich ein bisschen an Zeitdruck sind. Dafür will ich noch E-Punkt angehen, den aber ganz viel Leute am Land betrifft, an der Situation von denen Kanner, die an Schädungs- oder Trennungssituationen daheim müssen leben. Es wäre mengenisch eine Selbstverständlichkeit gewirrscht, dass an diesem Gesetz festgeschrieben gewesen, dass die Schule mit den zwei älteren Dealer muss a Kommunikation sind, dass die zwei älteren Dealer müssen Zensuren kreieren, dass sie müssen laufende Gehalte geben, was mit ihrem Kant an der Schule ist. Das wäre eine Modernisierung gewirrscht, nicht Draufsetzen vom Niveau, das ist keine Modernisierung, das ist eine verlorene Qualität. Aber die Beziehung von den zwei älteren Dealer an hier Responsabilisierung, hier Ermächtigung, auch hier Autorität zu respektieren, das wäre eine Modernisierung gewirrscht an unserem Schulsystem, und auch die Chance gouf leider verpasst. Und aus all den Gründen wird das Gesetz nicht mitstimmen.